Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Joa, 0:0 in Leverkusen. Boah, keine Ahnung, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich so ein schlechtes Spiel gesehen habe. So eine Vorführung unserer Zeit. Keine Ahnung. Katastrophe. Ja, ich weiß, jetzt werden alle sagen, oh ja, ist doch scheißegal, morgen spricht da keiner mehr drüber. Wir haben 0:0 gespielt, wir haben 8 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Jo, ergötzt euch daran. Dieses Spiel war ein Schlag in die Fresse für uns Bayern und keine Ahnung, ich habe noch nie gesehen, dass wir so viel Angst, so viel, ich kann es gar nicht aus, ja, Angst ist eigentlich das beste Wort, ne, vom Gegner hatten. Also, wir wurden eine Halbzeit vorgeführt, wir wurden 70 Minuten vorgeführt, die letzten 20 Minuten waren ein bisschen besser, mal abgesehen von den letzten 5 Minuten, wo es ja dann auch nochmal heiß herging. Wir haben keinerlei Torgefahr gehabt. Wir haben keinen Torschuss aufs Tor gehabt. Wir haben generell keinen Torschuss gehabt. Wir haben keine Ecke gehabt. Wir waren dreimal über der Mittellinie. Wer sich jetzt hier hinsetzt und ernsthaft darüber nachdenkt, Alter, dass wir in irgendeiner Form darüber reden, dass wir irgendwie ins Champions-League-Finale kommen, Alter, der pennt auf dem Baum. Ja, das muss man so sagen, Alter. Nur mal ganz am Rande, dass wenn wir weiterkommen sollten gegen Celtic, wir auch Bayern 04 Leverkusen als Gegner kriegen könnten. Ne? Ja, und die haben ohne Stürmer gespielt. Ja, warum Alonso da den Move gemacht hat und das durchgezogen hat, verstehe ich nicht. Ich glaube, mit dem Stürmer hätten wir heute 3, 4 Stück gekriegt. Ja. Gut, ja, wir brauchen das Spiel nicht durchgehen. Erste Halbzeit wurden wir vorgeführt, von Minute 1 an. Ja, zweite Halbzeit, die ersten 25 Minuten 1:1 dasselbe Spiel. Danach wurde Leverkusen irgendwie ein bisschen müder, wir ein bisschen sicherer, dadurch, dass wir endlich mal einen Rechtsverteidiger aufgestellt haben. Halleluja. Ja, und dann hatte man eigentlich so das Gefühl, ja, alles gut, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Wir haben nach vorne nichts gemacht, aber standen eigentlich relativ sicher. Ja, und dann kam halt diese Doppelchance, ja, wo wir jetzt dann zum Glück neben das Tor geschossen hat, aber ja, keine Ahnung. Ich finde einfach keine Worte für dieses Spiel, Alter. Und damit belasse ich es auch. Ja. Gut, werfen wir einen Blick in die Statistik. Die sind bestimmt grandios heute. Ballbesitz 56:44, Abseits 2:3, Forwards 16:13, Zweikampfquote 45:55, Schüsse aufs Tor 3:0, Schüsse insgesamt 15:2. Habt ihr diese 2 Torschüsse gesehen? Der eine war, wo Harry Kane den Gegenspieler aus 5 Metern, aus 5 Zentimetern angeschossen hat. Das wurde als Torschuss gewertet. Halleluja. Oder Ecken 6:0, angekommene Pässe 445 zu 350. Schütze insgesamt, Kane 1, Goretzka 1. Gewonnene Zweikämpfe, Uppa 11, Musiala 11, Kim 8. Ich weiß nicht, wo Musiala 11 Zweikämpfe geführt haben soll, die er gewonnen hat, Alter. Ballkontakte 82 Kim, 75 Uppa, 63 Kimmich. Den Rest schenken wir uns. Gut, damit gehen wir auch in die Benotung rein. Kompanie für mich, ja, aufgrund des Ergebnisses, Note 4, war ausreichend, weil wir haben 0:0 gespielt. Alles gut, wir haben einen Punkt geholt. Top. Abwehr, Manuel Neuer, ja, für mich Note 4. Warum? Oder ja, einen Ball konnte er irgendwie gerade so ein bisschen abwehren, den letzten faustet er noch raus. Warum? Ja, dann nochmal Wirtz vor die Füße. Zum Glück hat er neben das Tor geschossen. Ansonsten Manuel Neuer, ja, genauso unsicher wie die ganzen letzten Spiele. Aber das ist, was Manuel Neuer zu leisten imstande ist. Ja. Das ist konstant die Saison. So, das muss man mittlerweile mal sehen. Das ist konstant und genau das ist sein Leistungsniveau. Mehr werden wir von ihm auch nicht mehr sehen. Gut, machen wir eben die Aufstellung auf, damit ich keinen vergesse. Ja, und da gehen wir direkt rein in unserem Rechtsverteidiger vom Herrn, Conny Leimer. Auf der Rechtsverteidigerposition für mich Note 6. Auf der Linksverteidigerposition war es dann besser. Die letzten 20 Minuten, aber auch bedingt dadurch, dass Leverkusen unsere rechte Abwehrseite ein bisschen mehr
unter Feuer hatte, generell gesehen. Dann war Leverkusen auch ein bisschen müde. Ja, da ist er nicht mehr ganz so negativ aufgefallen. Von daher kriegt Conny Daimler von mir heute eine 5. Zack. Gut. Der Einzige, der heute positiv aufgefallen ist, Upamecano. Von mir eine 2,5. Weil hatte auch 2 Böcke drin. Oder was heißt 2 Böcke? 2 Szenen, wo er nicht gut aussah. Aber ansonsten war er der einzige Spieler, der wirklich gerade erste Halbzeit voll dagegen gehalten hat, der super viel hinten ausgeräumt hat. Ja. Gut. Minjay Note 4. Gerade erste Halbzeit 2, 3 richtige Klopper-Fehlpässe wieder gespielt. Was gut war seine Kopfball-Zweikämpfe, die sind immer gut. Ansonsten ja, wirkte er leicht überfordert heute. Dann die große Überraschung. Ito. Habe ich persönlich gar nicht mitgerechnet. Wo ich dann die Ausstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, alles klar, vielleicht agieren wir in einer Dreierkette und geben mal richtig Gas. Ja, und dann war es eher eine Sechserkette, die wir gespielt haben. Ja. Kingsley Coman und Ulisse waren ja noch mehr Mitverteidiger wie alles andere. Also Hut ab. Ja, Hut ab. Ito hat mir gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Konnte aber jetzt auch nicht wirklich Akzente setzen und so weiter. Ich gebe ihm auch eine 4, Alter. So, weiter geht die wilde Fahrt. Ab ins Mittelfeld. Da haben wir erstmal unseren König. Unser König kriegt von mir heute die Note 5. Warum? Weil er die erste Halbzeit gar nicht zugegen war. Gefühlt hat er 3 Ballkontakte gehabt. Er, der absolute Führungsspieler, der sich immer wieder hinstellt und sagt, wir sind keine Spitzenmannschaft, hat heute gezeigt, dass er ist kein Anführer, Alter. Er möchte unbedingt ein Anführer sein, er ist kein Anführer. Gar nicht. Nicht sportlich und schon gar nicht als Führungsspieler. Ja, die beste Szene, nehmt euch mal erste Halbzeit um die 30. rum. Granit Xhaka auf der anderen Seite, der mal eben, wo der Ball im Aus war, innerhalb von 15 Sekunden da die halbe Mannschaft anweist, wie sie was zu machen hat. Und dann guckt euch mal einen Kimmich an, der immer Kopf unten und weg. Selbst Opa war mehr Führungsspieler, als es ein Josh war. Ja. Katastrophe, Alter. Katastrophe. Kommen wir zur nächsten Katastrophe. Pavlovic. 1:1 dieselbe Katastrophe. Auch er kriegt von mir eine Note 5. Die ersten 10 Minuten war er wenigstens noch Querpass und nach hinten Pass, Toni. Danach war er, ich bin der keine Zweikämpfe gewinnt. Und ja, das war gar nichts heute. 0. Gut. Angriff, Michael. Ja, wenn noch irgendetwas ging in der Anfangsphase, was 2, 3 Angriffe waren, dann war es über Conny Daimler und Michael Ulisse. Ansonsten war Michael mehr Rechtsverteidiger oder im Halbfeld hinten rechts in der Sechserkette gestanden wie alles andere. I don't know. Wir werden es vielleicht auf einer Pressekonferenz hören, ob das so gewollt war, dass wir so agiert haben. Ich weiß es nicht. Wenn, wilde Nummer auf jeden Fall. Von mir Note 4. Kommen wir zu unserem Wunderkind, was jetzt auf der Stufe von Harry Kane gelistet ist. Ja, Note 5. Können wir kurz und schmerzlos machen, war absolut nicht zugegen. Habt ihr auf der anderen Seite den Wirtz gesehen, Alter, wie der uns nass gemacht hat? Ja. Beweisführung abgeschlossen. Gut. Dann haben wir noch Kingsley Coman. Angriff. Da ist er. King. King war heute ein ganz guter Linksverteidiger. Ja. Hat es ganz gut gemacht. Defensiv 1, 2, 3, 4, 5 Zweikämpfe gewonnen. Natürlich auch ein paar verloren, weil das nicht so seine Posi ist. Nach vorne hin war 0 zu sehen. Ja, von daher genau wie Michael eine Note 4.
Gut, dann haben wir noch Harry Kane, der heute alles gespielt hat, außer Stürmer. Auch da geht's in die Vierernote rein. Ja, er hat sich wenigstens noch aufgeopfert für die Mannschaft, aber der war ja mehr auf der Sechser-Position wie auf der Neuner-Position. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Kommen wir noch zu den 4 Einwechslungen. Die werden wir heute mal mit reinnehmen. Hier das Vierer-Pack. Das war natürlich einmal Serge. Weiß ich nicht. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Nicht positiv, nicht negativ. Note 4. Lieber Sané. Können wir 1:1 dasselbe machen. Auch das ist für mich Note 4. 1:1 dasselbe wie das Gegenstück auf der anderen Seite. Kommen wir zu denen, der wenigstens ein bisschen aufgefallen ist. Das war Stani. Ja. Stani hat auf jeden Fall die Seite zugemacht. Kann man jetzt auch sagen, Leverkusen hat vielleicht ein bisschen weniger über die Seite gespielt, sondern dann mehr über die rechte Seite, weil Conny ja den Flügel gewechselt hat. Aber Stani sehe ich bei einer 3,5. Wie gesagt, hat auf jeden Fall die Seite viel, viel besser zugemacht, wie es vorher unter Conny Leimer der Fall war. Was aber auch nicht überraschend ist. Gut, dann haben wir noch Leon Goretzka. Zack. Leon geht auch in die Vierer Schiene rein. Top. Ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock, hier heute irgendwas zu benoten. Aber da wir das die ganze Saison gemacht haben, ziehen wir den Bums jetzt durch. Deswegen ist heute auch kurz und schmerzlos. Boe können wir nicht benoten. Dafür war jetzt so kurz auf dem Platz. Ja, und das ist die Benotung, Leute. Wilde Nummer, oder? Gut. Ich mache mal eben noch mal eine X rein für die Leute, die nicht gespielt haben. Speichere den Bums und dann gehen wir noch mal ganz kurz rein. Ich weiß nicht, was das heute war. Das war entweder vorgeführt von Leverkusen. Super geile Taktik und super gutes 0:0 geholt. Für alle, die die Schönwetterbrille aufhaben. Oder Arbeitsverweigerung. Ihr könnt euch jetzt eins von diesen 3 Sachen aussuchen. Es waren die üblichen Fehler. Ich weiß nicht, wie man Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellen kann in diesem Spiel. Eine absolute Katastrophe. Jeder Angriff über die linke Seite war gefährlich von Leverkusen. Wie überraschend. Ja, ach, wie überraschend. Dass Pavlovic so abkackt, wie er abgekackt ist. Wie überraschend nach den letzten Spielen. Ja, Conny Leimer war der Einzige, der erste Halbzeit zusammen mit Michael da wenigstens 1, 2 Läufe versucht hat. Ja, es waren dann halt keine Anspielstationen vorne, weil keiner Bock hatte, nach vorne zu laufen. Jetzt stellt euch mal diese Galligkeit, diese Fickrigkeit auf der Achterposition vor und stellt euch mal vor, wir hätten mit Stanisic, meinetwegen auch ein Boe als rechter Verteidiger angefangen und hätten wirklich einen rechten Verteidiger auf dem Platz gehabt. Ja, gut, dann hätten wir natürlich trotzdem immer noch den Willen haben müssen, mal über die Mittellinie zu spielen. Den hatten wir heute nicht. Ja. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das Positivste ist das 0:0 und selbst das kann ich persönlich nicht feiern. Das ist eine Frechheit, dass wir das 0:0 erreicht haben. Ja. Aber gut, das ist meine Meinung. Ich weiß, ganz, ganz viele von euch werden das anders sehen, werden sagen, geil, super Spiel, einfach mal abgewichst wie Leverkusen im Hinspiel gespielt. Nee, wir konnten heute einfach nicht mehr. Ja, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zu dem Spiel, was Leverkusen bei uns gespielt hat. Wir konnten einfach nichts anderes. Ja. Das ist der Unterschied, Leute. Aber gut, vielleicht habe ich diese Meinung exklusiv. Alles gut. Kann ich haben. Wenn ich das Spiel sehe, wenn ich die Entwicklung sehe der letzten Wochen, ist für uns in der nächsten Champions League-Runde Feierabend. Ja, da müssen wir schon mit viel, viel Glück irgendwie weiterkommen. Wir haben heute auch viel Glück gehabt. Ja. Also 2 Pfostenschüsse von Leverkusen, die auch jederzeit hätten reingehen können. Dann der Fakt, dass Alonso nicht irgendwie ab der 60. einen Stürmer gebracht hat. Ich glaube, das wäre richtig ins Auge gegangen. Aber gut, so ist es. Am Ende des Tages, ich weiß, gönnt euch
Nächste Woche redet da keine Sau mehr drüber. 0:0 in Leverkusen steht auf dem Papier. Und damit ist der Bums durch. Ich muss es nicht feiern, tue ich nicht. Ich bin maßlos enttäuscht von dieser Leistung. Müsst ihr nicht sein. Alles gut, ich verstehe das, wenn ihr auf das Ergebnis guckt und sagt, top, alles gut. Ihr müsst das nicht teilen. Das ist meine Meinung. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Lust mehr, über dieses Spiel zu reden. Und von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Und wir hören uns, wer Bock hat, Montag 18 Uhr im Stream. In diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.